seit den letzten 2, 3 Folgen quält einen das Spiel schon ein bisschen, wa? Wir mussten erst zweimal gegen Wechsel antreten, dann war irgendwie Twilight Town war sehr, sehr klein als Welt und jetzt müssen wir nochmal gegen Riku antreten und wir haben herausgefunden, dass Nami hier offenbar unsere Erinnerung manipuliert und Riku auch und irgendwie alles ein bisschen crazy. Wir werden gucken. Ernsthaft? Okay, der Move schon wieder. Ist Riku schwächer als Ansem? Kann das sein? Macht relativ wenig gegen meine Kombos. So viel dazu. Ich habe noch ein bisschen erledigt im Kampf gegen Wechseln. Mann! Jetzt geht es mir auf den... Hey, wieso kann ich mich betäuben? Hä? Wann kann er mich betäuben? Ach, das ist ja wohl, das geht's einfach nicht. Ey. Jetzt fortsetzen, natürlich nicht direkt beim Kampf, nee, sondern gespeichert haben. Das heißt, die ganze Cutscene wieder. Okay, jetzt geht's mir auf den Sack, hey. Riku, du willst auf den Arsch kriegen, von mir aus. Jetzt macht ihr fertig, hey. Dieses Spiel satt, ganz ehrlich. Das bescheuerte Kampfsystem. Und vor allem das allgemeine Kartensystem. Wie kriegst du eine Karte? Durch Zufallsprinzip. Yeah! Wir haben gerade ein Problem. Im Vergleich zu Wechseln ist Riku um einiges schneller. Eine interessante Karte. Nicht noch irgendwo ein Nuller? Nee. Natürlich. Ja, ist gut. Der ist echt verdammt schnell. Mein Wechseln konnte noch einigermaßen abhauen. Gut, muss auf die Strategie ein bisschen anpassen. Ist gerade Jafano drin. Oh, nicht mehr. Oh, nicht schon wieder. So. Es geht mit ein bisschen Gutwillen und so. Also ich muss mal korrigieren, das Kampfsystem hier ist nicht schlecht. Es ist nicht mein Geschmack, ja, oder nicht für mich gedacht. Das Kampfsystem selbst wird noch gehen. Mich stört ja mehr dieses verdammte Zufallsprinzip. Was so das ganze Spiel erstreckt. Dort Zufall für Mogri-Laden. Für Speicherpoint, beziehungsweise natürlich auch, welche Karte kriegst du, um Türen zu öffnen, etc. etc. Das kotzt mich persönlich an. So.
Kriegen relativ schnell Level-Ups, das gefällt mir nicht. Riku. It's just like mine. How'd he get this? It turned into a card. Destiny Island. Jo, Insel des Schicksals. Und hier wird alles enden, Freunde. Das Spiel wird sich endlich am Ende zuneigen. Wie geil ist das denn bitte? Don Rico hatte als gleichen Erinnerungen? Ja, scheint so. Also können sie nicht er gewesen sein. Ricos Glücksbringer hat sich in eine Karte verwandelt? Okay, Namine, was für ein Spielchen spielst du hier? I don't understand what's going on. Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. That's not what he meant. We're just kind of worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, we don't have time to sit around, so let's go! Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Sora! You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But it's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Hä? Sora, that was no way to... Keep it to yourself. Mit wem hat Excel gerade gesprochen? Mit uns? Wohl kaum, oder? Ja gut, Freunde, würde mal sagen, es ist Zeit, die letzte Welt zu betreten. Zurück nach Destiny Island. Ich hoffe wirklich, es gibt keinen großen Endboss-Kampf mehr oder so. Hoffe ich wirklich. Oder wenn, dann würden wir mit Riku zusammen kämpfen. Endlich mal in ein Doppelkampfsystem oder so etwas in der Art. Kein Plan.
Also die letzte Welt. Insel des Schicksals. Zurück nach Hause. Zumindest in unseren Erinnerungen, wa? Und endlich erfahren, was mit Namen auf sich hat. Oder ist sie etwa tatsächlich? Ich werde doch nicht langsam verrückt, oder? Doch, bisschen schon lange. Ich weiß genau, wo ich hier bin. Ja, das ist unsere Insel. Auf der Namine und ich früher gespielt haben. Was mit Kairi? Hallo? Hey! Was geht so, oder? Was wollen wir denn heute anstellen? Hey Leute! Schön noch zu sehen. Was? Haben wir Essen im Gesicht? Also bitte, Wacker. Nur du wärst wohl blöd genug. Wer würde nicht merken, dass ihm Essen im Gesicht klebt? Hey, sagte man, das ging jetzt aber unter die Gürtellinie, ja? Ich weiß nicht, Wacker. Selfie hat doch recht. Selfie. Mach mal ein Selfie. Ich dachte, du noch Tidus. Tinnitus. Genau, ihr seid Selfie, Wacker und Tidus. Alles klar mit dir? Ja, ich hab bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapier ich's. Er wird total zum Zombie, wenn er an sie denkt. Das wird auch erklären, wieso er sich so merkwürdig verhält. Ich hätte, du willst, dass wir abhauen, damit wir 2 allein sein könnten? Kann sein. Schon gut. Wir verschwinden für eine Weile. Schnappst du dir Cowboy? Er versucht noch leise zu sein beim Belauschen. Hey, Soa, man ist ernst. Gib dem Kerl etwas Freiraum. Ah, nun Witz. Bis später, Soa. Jetzt ist da nicht etwa Namine, sondern es ist echt Kairi da. Das wäre jetzt Oberknaller. Würde ich so feiern. Insel des Schicksals. Jo, lang ist es her. Und ich hoffe natürlich für So und seine Friends, dass sie eines Tages wieder mal hier sein können. Nein, wieso gibt es hier herzlos? Wollte mich verarschen. Königsanhänger. Oh, der 9. 0. Nehmen wir natürlich gerne ins Deck mit. Wir wissen ja nie, was hier noch alles passieren mag. 60. Oh, Platz hätte ich noch. Jetzt muss man ganz kurz mal gucken. Genie ist eigentlich schon. Jafar, Genie ist eigentlich schon geil. Bei ihm Wechseln selbst eigentlich auch cool wäre. Genie kostet nur 65, wa? Fragst du doch mit der automatischen Wiederbelebung, ob die einfach nur bedeutet, jo, du lebst wieder, fertig, oder ob wir auch irgendwie halt noch irgendwelche Zusatzeffekte hätten. Also im Sinne von, keine Ahnung. Mehr Kabel vermutlich eher weniger. Aber da, dass halt der Zähler zurückgesetzt wird. Der Combo ist schon geil. Aber sie sind stärker. Kann man schauen bei den Viechern. 3x0. Ich wollte gerade sagen, bringt natürlich hier nicht sehr viel. Dreifach-Kombo. Da haben wir doch gerade unseren Blitz wieder zurück, oder? Was? Elefant? Elefant? Ja, gerade so für mich. Okay, sie halten zwar viel aus und machen wenig Schaden. Erfahrungspunkte mäßig.
Ja, das ist nicht mehr so viel. Also, hier liegt, denke ich, du hast noch ein Level-Up drin. Oh, das war jetzt zwar nicht geplant. Back off. Power. Yes, yes. Oh, die Viecher. Thunder. Yeah. This is it. So, Thunder. jo, nach guten Damage. Ja, schnell aufpassen, nochmal Level Up. Sehr geil. Dann wieder auf die Kappe. Ich habe Angst, dass jetzt Level Ups so schnell gehen. Das macht mir doch ein bisschen Sorgen, Freunde. Heißt das, wir haben dann noch einen fetten Fight vor uns. 40 Punkte, die ich jetzt noch übrig habe. Leg halt, dann nehme ich Jaffa doch wieder einen Stick rein. Und dafür tritt der Nuller raus, weil, ja, ein dritte Null ist halt eine Null, ne? Also, ja, müssen wir noch mehr rausnehmen, scheiße. Ich sehe da gerne auf dem höheren Level, das wäre geil, aber ja, ist halt schon eine geile Karte und die noch mehr upgraden. Könnte schwierig werden. 1 oder 0, ja, da haben wir doch viel. Den Zufallsjoke ziehe ich natürlich später. In dem alles passieren kann, das klingt immer wieder geil. Jetzt haben wir eine 3, war, komm. Mach mal die. Die Folge ist bald mal vorbei, in 3-4 Minuten. Und das hier, so wie es aussieht, zum Finale hinläuft, obwohl wir noch ein paar Räume haben, würde ich das in der nächsten Folge so machen. Hm? Das große Finale hier, sag jetzt mal. Und vielleicht in der übernächsten Folge, aber sicher noch. Aber das ist einfach mal frech, wie ich bin, unter Part 30. Warte, müssen wir einen noch hinkriegen. Obwohl mir bereits gesagt wurde, es gäbe noch so eine Art Afterstory, wo ich dann aber sagen muss, du, bei dem Spiel, nee. Ist jetzt das Interesse gar nicht vorhanden. Natürlich renne ich voll Idiot noch voll rein. Schade, hätte klappen können. Ah, was mache ich überhaupt? Komm. Ups. Das sogar geklappt hat. Heilung einen Schutzengel, ja gut. Das ist auch so etwas, dass es gar noch einsetzen muss, einen Schutzengel. Für mich ist es ja eigentlich eher eine Art passive Fähigkeit, warum muss ich dafür noch eine Karte ziehen, aber gut. Kartenroulette, ja, was kriegen wir jetzt für eine Karte? Das Roulette ist eigentlich immer cool. Ich bin davon, dass wir jetzt hier noch eine haben. So, nehmen wir die. Ging mir um die Stufe, damit ich die 5er noch habe, weil ich gar nichts anderes gesehen habe. Alter, ist der hartnäckig. Nein, komm, ich will zumindest die erste Sequenz noch haben. Ich will jetzt weitergehen mit 7 oder 0. Scheiße, dort sind die.
So wäre schon mal mit dem Wert 2. Dann war noch eine mit der 8. Die 8 haben wir. Die 2 habe ich nicht. Ziehe ich jetzt einen Joke oder mache ich sonst wie weiter? Ich gehe erstmal oben hin. Denn, ja, sieht ja schon so aus, wird es noch mehr Räume als nur diesen hier geben. Also kann ja direkt schon mal hier gucken. Nehmen doch hier mal die neuen kommen. Was soll's. Kann ich denke mal gucken, ob ich dann bis zum nächsten Part vielleicht offscreen wieder ein paar Karten farmen muss. Ho, ho. Den Wert 0. Ich habe natürlich keinen 0 da. Kann das sein? Natürlich habe ich keinen 0. Wobei, da ist jetzt eben der andere Raum. Was ist der hier? Nee, war der andere war. War nicht der, sondern der da drüben. Mit dem Roulette-Raum. Doch, der ist hier. Roulette. Das ist natürlich jetzt praktisch. Weil jetzt kann ich mir hier ein bisschen die Karten raussuchen. Donner macht schon verdammt viel Schaden, vor allem in der Kombination. Wie kannst du nur? Ich bin doch der Cousin von Donald Duck. Das war doch ein Gustav, oder? Sein lieber Vetter. Ja, super. Nicht gesehen. Gut, ich hatte schnell den Joke. Die Magiekarten habe ich ja zum Glück. Wer soll hier der große Endboss sein? Ansem? Ne, hoffentlich nicht. Wobei es dessen die Island würde noch passen, war. Ach du Scheiße, könnte echt Ansem sein. Was? Du lebst noch? So, wie war das? Eine 0 brauche ich, war? Hier ist sie. Falscher Schatzmann, ja, da ist so falsch, Mann, der ist so falsch. So, aber eigentlich soweit cool, also wenn wir noch einen Roulette-Raum haben zum Schluss, ist das Spiel wieder mal ein bisschen gnädig zu uns, sag ich jetzt mal. Wir machen eine 2, eine 8, eine Schlüsselkarte. Eine 2 muss ich erst noch farmen. Können wir ein Rätsel machen. Das ist auch halt so etwas, um das Spiel, sag ich jetzt mal, angenehmer zu gestalten. Warum hat man den Roulette-Raum nicht standardmäßig für alle Welten integriert? Dass du halt nach jedem Sieg entscheiden kannst, was für eine Karte brauchst du oder bekommst du. Weil du kannst im Kampf eh nicht einsetzen. Es geht nur darum, wie kommst du in Welten weiter. Sprich, es bringt dir im Kampf keinen taktischen Vorteil. Da musst du nach wie vor halt überlegen, was genau machst du jetzt. Hä? Da ist überhaupt nichts anders. Aber es macht es einfach halt, ja. Nicht so frustrierend, sag ich jetzt mal, wa? Ich schätze mal, es sind, oder wären viele meiner Ansicht, dass das ganze Spiel ein bisschen angenehm machen würde. Aber, wisst ihr, manchmal habe ich echt das Gefühl, weil man ihnen das Wort angenehm sagt, vergleicht man das mit einfach. Nein, einfach ist es nicht, weil das Kampfsystem, damit du überhaupt Kämpfe gewinnst, ist das gleiche. Es geht nur darum, wie kommst du an die Oberweltkarten, um halt in die Räume zu gelangen, die du storymäßig gelangen musst, damit es überhaupt weitergeht. Und das können wir echt via Roulette machen. Warte mal, das ist schon wieder eine 2, war? Ja, eine 2 brauche ich. Also scheiß Truhen, wo war die jetzt? Hier. Bin doch relativ gut darin, wa? Krass. So, da haben wir ganz kurz. Nein! Oh. War hier der Seefraum? Hier war der Seefraum, Gott sei Dank. Also ich würde sagen, wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, die wir irgendwie brauchen. Wir haben hier einen geilen Safe-Raum. Hier brauchen wir 2, eine 8, eine Schlüsselkey. Haben wir alles, wie man hier gleich sehen kann, um es mal zu präsentieren. Wir haben hier die 8, wir haben hier eine 2 einmal, plus hier einen Schlüssel des Anfangs.
Perfekt. Hier oben können wir auch weitermachen, damit es hier oben weitergeht. Ich schätze mal, das wird dann der zweite Story-Raum sein, hier von der Endboss-Raum. Nachdem wir jetzt hier weitergehen, brauchen wir direkt eine 0. Und ich 0 habe natürlich eine 0. Und zwar hier. Und falls wir noch was brauchen, kann ich alles im Roulette-Raum holen. Also jetzt zum Schluss hin hoffe ich mal ein bisschen easy peasy, wie es mit den Erfahrungspunkten aussieht, ob halt ein Level up. Okay, hier geht es echt verdammt schnell. Leveln und das macht mir Angst. Das macht mir sogar große Angst, Freunde. Oh Mann. Wie es noch weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Vielleicht sogar der letzte Part. Eher unwahrscheinlich, aber je nachdem, ob es vielleicht gar keinen Bosskampf mehr gibt, könnte sogar sein. Aber ja, das ist Kingdom Hearts und vor allem Region of Memories ist alles möglich. Leider. Leider. Bis dahin, ciao zusammen.